Willkommen an der Emission vum de Claver Kanton. Wir stellen haut als Freiersnummer für die Freiersnummer 2022, an der es eine ganz interessante Serie zu finden aus von Artikeln historischer, kultureller Natur, Gedichter an einer Texte wie zum Beispiel der über de Küb 521. Ja, die Freiersnummer 2022 huet verschiedene Zentralartikeln an von denen handelt iwwer eng all Lützeburger Handwerkstechnik, déi vum Fleizen. Wir werden später darüber an einem Gespräch mit Alvin Geimer zurückkommen. Traditionen, Gebräicher, all Praktiken, die gehören zu einem kulturellen Patrimoine, sie sind ein Teil von der kulturellen Erbschaft von Lützeburg. Auch UNESCO klassiert Traditionen und Gebräicher, so zum Beispiel den Couscous, der von den nordafrikanischen Staaten proposiert wurde und UNESCO hat den noch akzeptiert. Auch die mediterrane Essenskultur gehört mittlerweile zum Patrimoine, der von der UNESCO geschützt ist. Aber auch der Marionettentheater an der Slowakei, an Tschechien, der byzantinische Gesang an Griechenland bzw. auf Zypern oder Fursend, der Karneval zu Basel, sie gehören zum immateriellen, von der UNESCO geschützten Patrimoine. Hier zu Lützeburg sind die Sprangpression an Taupespläser, die zu diesem Patrimoine gehören. Auch nationalen Inventar stehen eine traditionelle Gebräicher, wie zum Beispiel ein gläserner Star, aber auch Bau von Drischemauern, Schuberfauer, für die zu nennen Woche nach Lützeburger Volksdance. Es gibt noch rezent 3 Propositionen gemacht von allen handwerklichen Praktiken, die auf den internationalen Inventar sollen kommen, den also von der UNESCO opgestaltet dann, wo die UNESCO auch schützt. Und zwar einerseits die Fleizen, Tierwamskunst und dann auch die Wanderschäferei. Hier am Kiesbild gesehen wir dacks de Schäfer mit seinen Schovener weh. Also die 3 sollen geschützt gehen. Wenn in der Wanderschäferei und der Tierwamskunst sich direkt vorstellen kann, was es geht, so ist es aber nicht beim Fleizen der Fall. Das ist eine handwerkliche Technik, eine Bewässerungstechnik. Am Gespräch mit Alvin Geimer, den sich hier gut auskennt, dann noch den Autor vom Artikel an der Freiersnummer vom Claver Kanton, werden wir mehr am Detail auf das Praxis eingehen. Ja, wir stehen dann hier nur unter Tittelberg, zwischen Eschweiler und Knappauschend. Neben mir steht hier den Alvin Geimer. Alvin, guten Morgen. Moin. Merci für deinen Artikel am de Claver Kanton. Du hast als Technik vom Fleizen mehr Nobruch. Kannst du vielleicht noch hier auf der Platz mehr im Detail erklären? Meier Fleizen, da das hier Lützeburg die Wiesen bewässert gehen. Das nennt man Fleizen oder Fleißen oder Fluxen. Flüchsen gibt verschiedene je nach Dialekt verschieden nimm dafür. Das ist eigentlich eine Form von traditioneller Bewässerung, wie man sie überall in Europa haben. Und traditionelle Bewässerung heißt für das erste Mal, dass man mit Krief schafft. Nicht mit Reher oder mit Schleich, es wird mit Krief geschafft. Da tut man hier eben zum Beispiel hier unter Tittelbach, hat man das mit so Schleise gemacht. Na, die sind dann so getrennt gehen, der Bar ist abgestaut gehen und dann also das Wasser noch längs an der Kurve aufgelegt gehen. Das heißt, man hat eben, das ist dann das erste Kennzeichen, man hat mit Krief geschafft. Das zweite Kennzeichen ist, dass man also nicht wie es berennt hat, mit dem Wasser hat dann die Kurve überlaufen gelassen, man hat den dann rum abgestaut, hat den überlaufen gelassen, dann also das Wasser so über das Gras, zwischen dem Gras, das dazu los, dann rum an den Bach, Richtung Bach zurückgelaufen. Das ist also das Zweite. Und das Dritte ist, das geht ohne Pumpe oder ohne Maschine geschafft. Das heißt, es gibt keine Energie gebraucht, man nutzt allein Gravitation. Das sind die 3 Merkmale. Also mit Krief, es gibt so über die Wieslaufe gelassen und just mit Gravitation. Genau. Und ja. Du siehst Krief, aber wenn ich nicht so am Feld oder auf der Wies gesagt, dann könnte doch bald so ein ausgetröppelte Kopfhart sein.
Ja, haut sind die Kräfte zum größten Teil zugeschott oder vom Vieh zugetreten. Deswegen seid man sie, also meistens gar nicht mit schüss noch eng mehr oder Mann horizontal liegen an enger Wiss oder an engem Hang. Was für eine Gegend oder Gegenden hier vom Land als Pflanzen appliziert gehen? Also einmal hier am Norden ganz intensiv. Wir haben hier 3 verschiedene Systeme. Das heißt, wo wir hier innen sind und der Bach selber, wird man eben mal zu Schleisen geschafft und die mit großen Bachen, mit großen Flüssen, die haben wir überall und der Sauer und der Atert und der Ples und der Klief und der Wolz. Es gibt aber auch Hinweise, dass man auch am Süden, es gibt Hinweise auf Saint-Ican am Monnerich zum Beispiel, Belval, hat auch am Reserbann hat man verdichten Drainage gemacht und dann hat man eine Bewässerung gemacht. Und dann hat man auf andere Plätzen, wo den Dalmi Engas, wo ein bisschen mehr Gefäll hat, der Bach, da hat man eine Bewässerung um Hang gehabt, da lief die Kurve ein bisschen mehr hoch. Die 2 Typen an den Delta selber und um Hang, die sind Haut, das gesagt man, die gehen nicht mehr betrieben. Den einzigen Typ, den Haut noch, wo man noch die ein oder andere betriebsfähig Anlage haben, das ist ein ganz kleinen Delta, wo man ganz ohne Schleisen auskennt, wo man just kleinen Griff mischt, man denkt Wiesebeil, wo man just dann mit Gras das Bächelchen zusetzt und Wasser an den Griff. Und das ist auch so eine Anlage, betreiben wir im Moment auch eben an dem Kader von dem Patrimonium immateriell geht es nicht um das, was da steht, sondern um das, was Leute machen. Um Praxis, ja, genau. Das heißt dann, ob den Inventar, ob den nationalen und ob auch den UNESCO-Inventar kennt man ja nur, wenn die Praxis auch betrieben wird. Schon gesehen gehabt, dass der Naturpark Översauer, dass sie das schon praktizieren, verschiedenen Wiesen, gibt es sonst noch Akteuren, die an dem Bereich aktiv sind? Ja, wir haben also an der Arbeitsgruppe Pflanzen, haben ja eben den Naturpark Urversauer, den Naturpark Urast dran und die Fondation Hölle für die Natur. Und da sind noch ein paar Einzelpersonen dran, die interessiert sind, die sich auch schon ein bisschen mit der Materie beschäftigt haben. Das wird mir Arbeitsgruppe Pflanzen nennen und da geht es wie zum Beispiel der Kliever Kanton oder wie den Musée Tillevogtei. Das sind dann die und Unterstützerbriefe geschrieben, die hat ja zum Beispiel gesagt, dass die das über Artikel unterstützt, die wir publizieren können. Oder Tillevogtei, die wollen das auch wohl am Kader von ihrer Arbeit dann unterstützen. Ja, Alwin, wie gesagt, lo konkret den UNESCO-Prozedere aus, also 4 Pflanzen oplöscht vom immateriellen Patrimoine von der UNESCO zu kriegen. Ist das komplex, kompliziert, dauert das? Ja, wir haben ungefähr 2 Jahre lang dort geschafft. Es sind Partner aus 7 Ländern, jetzt sind Holländer dabei, 2 Partner aus der Belgien, 2 Plätze an Deutschland. Das an der Schweiz, das Wallis mat dran, den französischen und den deutschsprachigen Teil und dann noch an der Nähe von Bern am Mittelland. Dann haben wir de Wale an Tirol, das ist dann zwischen Innsbruck und der Schweizer italienischer Grenze. Und dann ganz prominent als letzte Partner sind noch die Wale am Südtirol dabei gekommen, also am Winschgau, Meran, den Ecken. Die sind auch touristisch ganz gut erschlossen. Also wir haben 2 Jahre lang dort geschafft, den Dossier als den 30. März an Paris und UNESCO gegangen. Das ist ein Dokument, manchmal insgesamt 300 Seiten. Also das ist der Monde selber und dann die ganzen Annexen, die dabei kommen. Wenn wir Klick haben, kommen wir Ende 2023 auf den Inventar. Das wäre relativ sehr. Sie haben aber ziemlich viel Demonten immer und es kann auch sein, dass sie Demonten zurückstellen, dass man richtig 24 oder 25. Das muss man aufwarten. Also, aber die UNESCO-Prozedur, die lebt und die ist nicht mehr abzuhalten. Sie haben auch später gedacht, für das Projekt touristisch zu valorisieren, also inländische und ausländische Touristen dafür zu begeistern. Ja, die Idee ist schon da, aber man muss ja ganz klar sagen, UNESCO legt Wert darauf, dass es eben nicht touristisch ist. Ja. Also wenn man rein touristische Projekte bei Ihnen mischt, dann hat man gar keine Chance. Also es muss etwas sein, was auch eigentlich auf einem anderen Plan eine Bedeutung hat. Ne? Nicht weil wir hatten, es gibt auch ein Projekt an Arabien, da haben wir gewisse Krit, die hatten am Anfang den touristischen Aspekt zu stark rausgestaltet und die haben gesagt, so können die Demande nicht, so geht die nicht umgeholt. Das ist das nicht ausgeschlossen mit der Seite ein Nebenaspekt. Es soll nicht am Mittelpunkt stehen, das heißt, soll nicht zu einer touristischen Wanderung feiern. Ja, das wird sicherlich hier kommen, aber das darf nicht ein Hauptaspekt sein. Das ist das kulturell, ja, das ist ja. Praktik, das Praxis muss, ja. Tradition, die am Mittelpunkt
Ja, und da muss man eben gucken, ursprünglich als es ja gemacht ging, für den Grasertrag zu steigern. Das spielt heutzutage natürlich keine so eine große Rolle mehr. Es sind auch ökologische Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und, oder auch, also man kann über Heichwasserschutz nachdenken, man kann über Biodiversität nachdenken. Das sind Sachen, die in den letzten Jahren auch mehr stark an den Fokus gekommen sind. Also wenn ich so eine Kurve abhole und der steht dann, da bleibt ein bisschen Wasser dran stehen, da kriege ich eine andere Vegetation wie an der Wies neben dran. Das heißt, ich kriege mehr Achten an die Wies ran. Ja. Oder wenn ich eben bei Heichwasser, wenn dann Wasser bei Heichwasser auch an der Kurve lebt, dann hat das eine bestimmte Wirkung, das kann dazu beitragen, Spitze von Heichwasser zu reduzieren. Also auch mehr über die Technik vom Pflanzen, des Pflanzen eben an die Wiesen zu kriegen, die echt verschwunden sind, wie Schlüsselblumen, Geßeblumen und so weiter, die kaum noch gesät. Ich meine, hier geht es echt, was wirklich rackend, als die Vegetation an der Fichte kriegt. Ja, also echt so eine Fichtvegetation. Wie sich das auf der Wiese selber dann ändert, das muss man gucken. Es gibt da die als Belschnoppern bei Vielsalm, die haben da geguckt, die Artenzusammensetzung auf der Wiese ändert sich effektiv. Ja, merci vielmals, Alwin, für all die Erklärungen. Etwas, was den am Fongol nicht all der so beginnt, Pflanzen, eine Altechnik, eine wichtige Technik, die die Leute sich früher angelöst haben, für sich Männer zu planen, an ihr Wiesen zu bewässern, für eben, wie du gesagt hast, den Ertrag zu steigern. Ganz interessant, was ich auch flott fand, dass man das an den internationalen Kontext setzen, nicht nur mit internationalen Bengelösch, sondern vor allem, dass mehr Länder partizipieren, und dass in am Anfang ein großes Stück europäische Bewässerungskultur, kann ich so valorisiert, dann zu neuem Leben erwäscht oder zumindest so weist, dass den einfach seht, dat Hai as Steck vun eiser kultureller Erbschaft an dat wëlle man bewahren, dat wëlle man héich schalen. Merci. Geschieht. Niwen dem Artikel vum Alwin Geimer iwwer d'Flézen, wat man Jolo vorausser gesinn hunn, wo man ein ganz paar die einer interessante Artikeln an anderem iwwer ausgestöwen oder vergisse Berufer vum Raymond Schack. Wir hunn en Artikel iwwer den Kammolsch an iwwer Biodiversität vum Kevin Jans. Dann hummer natürlich d'Fortsetzung vum Krimi vum der Roman vum Roland Meyer Anna Bach. Wir hunn och en ganz interessanten Artikel iwwer den Cyklism, den Henri Bressel huet jo eng ganz paar die Porträtcher Bruch vun eisliker Coureuren. Hai an diesem Artikel do geht et méi iwwer den Velosport am Allgemengen, iwwer Vereiner, wo iwwerhaupt Vereiner wären, wat erstaunlich ass sogar op verschiedene klengen Dir vergoufen an 20 Jahre Vereiner gegrünnt, an dann ewer och die wichtig sportliche Evenementer, die hai am Cyklism wären, hai an der Gegen, den Etappe vum Tour de Luxembourg, d'Flèche du Sud, die ganz Zeit passéiert das. Wir hunn dann auch nach en Artikel iwwer Rekonstruktion, ass den Yves Raski, den dat Beispiel vun dem Dörf Wolessen do ganz flott durchgestalt huet. Voilà, dat ass bëssen eng Iwersicht iwwer die Artikeln, die man lo bringen an dieser Zeitung. Ich kann ich just rekommandieren, se zu gucken, zu kaufen oder Dir könnt ze bei mir auch bestellen. Für all Informationen fand der Reis www.dck.lu. Ich so nicht merci für gucken von diesem Videoclip. Ich invitiere euch dann die nächste Jahre auch mit dabei zu sein. Vielmals merci.